Mark, bitte, warten Sie, Sir! Ja, ist es bereits zu spät oder kann Mark noch aufgehalten werden? Hier bei Pokémon Omega Rubin. Wer da? Es ist Kalle. Nanu, Kalle? So, ich bitte Sie, hören Sie auf! Sie setzen einen Irrtum auf. Das Erwachen von Groudon bedeutet nicht den Beginn von etwas Neuem. Nein, es läutet das genaue Gegenteil ein, das Ende dieser Welt. So. Du hast so wirkt, mir wäre nicht aufgefallen, dass du es auf meine Position abgesehen hast. Es stimmt mich traurig, von meiner eigenen rechten Hand verraten zu werden. Letzten Endes kann ich mich nur noch auf dich verlassen, Groudon. Nun, es ist soweit, mein einzig wahrer Freund. Nimm mal die Kraft auf, die diesem roten Edelstein innewohnt und erlange deine urzeitliche Gestalt zurück. Schöpfe dein volles Entwicklungspotenzial aus. Das Potenzial, das du vor Urzeiten verloren hast. Oh. Das ist nicht gut. Freunde, it's Showtime. Alter Schwede, ist Groudon mächtig und das auch ohne seine Protomorphose. Lecco mio, ey. Endlich, ich habe es vollbracht. Ein neues Zeitalter in der Entwicklung der Menschheit bricht an. Aber, was geschieht hier? Servus, sagen Sie nur. Mark, bitte kommen. Und die Leute von draußen melden sich. Na, was ist? Die Sonne strahlt intensiver als sonst? Ja, es war doch zu erwarten, dass sie genau das, was wir bezweckt haben. Wie bitte? Es ist halt so erwartet hatten? Ist das selbst für uns gefährlich? Das kann nicht sein. Ist doch gerade erst erwacht. Wie kann schon so viel Kraft haben? Wie viel Kraft wird es denn erst haben, wenn die Protomorphose vollständig abgeschlossen ist? Oh mein Gott. Nein, das kann nicht sein. Leute, beobachtet die Lage weiter. Mark, Sir, was ist da draußen los? Aber was hat das nur zu bedeuten? Mit dem roten Edelstein wird Groudon geweckt und dann entwickelte sich die Menschheit zu einer idealen Welt für die Menschheit. Die Welt. Moment, so war der Plan. Ich bin ganz konfus. Mark, es sieht so aus, als hätten wir die Kräfte des urzeitlichen Pokémon, die Macht der Protomorphose unterschätzt. Was hast du gerade gesagt? Das Ende, das Proto-Groudon herbeiführt, steht nicht für einen Neubeginn. Es wird vielmehr alle Lebewesen auf diesem Planeten in den Tod treiben. Was uns jetzt blüht, ist abgrundtiefe Verzweiflung. Verzweiflung, vor der es keinen Tränen gibt. Du Dummkopf. Du hast dir eingebildet, dass du ein ursächliches Pokémon beherrschen könntest, aber da hast du dich geschnitten. Die Informationen von Klimainstituten sprechen als der Wahrheit. Es bringt nichts, sie weiter herumzustehen, Sir. Wir müssen schnell sie raus und die Lage draußen selbst ansehen. Du, komm mit uns, Kindchen, Beeilung. Ich bin 26, Alter! Kindchen, Oh Mann, was haben wir losgetan? Das kann doch nicht sein. Alter, das ist hell. Das ist einfach unfassbar. Ich wollte nur das Beste für die Menschheit. Ich wollte den Fortschritt vorantreiben. Ich wollte, dass die Menschheit ihre nächste und höchste Entwicklungsstufe erreicht. Mark, Sir. Das ist alles die Kraft des urzeitlichen Pokémon. Die legendäre Kraft Groudons, die alles ausradiert. Die Pokémon, die Menschen, die Natur, einfach jegliches Leben auf diesem Planeten. Alles wird nun ausgelöscht werden. Herr Gehör, Kleiner. Wir waren uns jetzt auf dem Weg nach Xenoroville. Wenn das Groudons Ziel ist, dann bestimmt Kurs auf die Urzeithöhle im Zentrum von Xenoroville genommen. Du kannst das Gift draufnehmen.
Ein Vögelchen hat mir nämlich gezwitschert, dass es da bis zum Abwinken Vorräte Energie gibt, die Groudon für die Protomorphose braucht. Wenn Groudon diese Energie abgreifen will, muss die tiefste Ebene der Urzeithöhle erreichen. Uns bleibt nichts anderes übrig, als an diesem Ungeheuer an die Fersen zu öffnen und alles zu riskieren. Mark, du kommst mit und der Rest im Team mag wir auch. Diesen Mist haben wir uns selbst eingebrockt, das müssen wir auch dafür gerade stehen. Wir müssen das Ungeheuer aufhalten, klare Sache, oder? Nein. Machen wir auf, Sir. Ja, Das haben wir Erwachsenen ganz schön in den Sand gesetzt, Kleiner. Tut mir leid, dafür ist wirklich eine Entschuldigung fällig. Trotzdem will ich dich um einen großen Gefallen bitten. Hilf von diesem Chaos ein Ende zu setzen. Ich warte den Xenoreveal auf dich. Von mir aus. Alter, ist das hell, ey. Da krieg ich beim bloßen Anblick schon Sonnenbrand. Was ist los? Troy? Mit einem Flug Polygon Verschnitt? Bitte was? Ja, das war episch. Michael! Bitte verzeih meine Verspätung. Es ist einfach grauenhaft. Hätte ich gedacht, dass diese Ereignisse, die auf der Welt der Granithöhle zu sehen sind, derart schrecklich waren. Wenn das so weitergeht wie die Höhenregion, nein, die ganze Welt in Flammen aufgehen. Niemand, weder Mensch noch Pokémon, wird in solcher Welt überleben können. Diese unerträgliche Hitze breitet sich immer weiter aus. Ihr Mittelpunkt ist wohl die heiße Sphäre über Xenoreveal. Und was jetzt? Komm, ich lasse was einfallen, Troy. Das hat keinen Zweck. Hier rumzustehen und zu rübeln ist sinnlos. In Xenoreveal werden wir Antworten finden, ganz sicher. Michael, ich zähle auf deine Mithilfe. Aber versprich mir bitte, vorsichtig zu sein. Also gut, ich breche schon mal nach Xenoreveal auf. Wir sehen uns. Ja. Tschüss. Na toll, wir sollen jetzt irgendwie, ja, schwimmen oder was? Ja, müssen wir was. Oh Mann, Leute, was war das wieder für eine Action-CD? Die Musik, hey, alles wird austrocknen, hey, Groudon hat's echt getan. Und wir sind total am Arsch. Mal gucken, okay, das stimmt so. Jetzt müssen wir, wie gesagt, ja, Hilfe. Ja, ausweichen. Natürlich können wir trotzdem noch kämpfen und so. Und das Verrückte ist ja, das habe ich schon im Vorgänger ein bisschen gehasst. Ich sag's doch mal so, wie es eigentlich ist. Im Prinzip ist die ganze Welt davon jetzt betroffen, oder? Können wir meinen. Aber nee, ist eben nicht. Denn es ist nur der Raum hier, die Wassergebiete, plus Moosparasiten davon betroffen. Zum Beispiel bei uns zu Hause im Wurzelheim ist nichts los, das ist alles noch in Ordnung. Ich fand das schon damals ein bisschen schade, ist halt auch hier noch so. So erreichte uns eine Meldung, wonach die gewaltige hochglühende Masse, die Urpol zum Luftraum über Xenoreveal erscheinen ist, immer bedrohlichere Form anzunehmen und inzwischen im Umlauf der Stadt bereits zu extremer Trockenheit sowie akuter Wasser dabei geführt haben. Oh mein Gott, schon direkt den Ort des Geschehens. Unser Berichterstatter. Boah, ich stehen hier vor allem Xenoreveal. Ihr seht, er ist einfach unerträglich. Also aber noch, nee. Ja, Hitzschlag, toll. Schnell unter Wasser, ey. Oh ne, so gar nichts für mich, ey. Ein bisschen tauchen und rein da. Ab nach Xenoreveal City. Und versuchen irgendwie Groudon aufzuhalten. Azumarill. Willkommen, was zu Themen im Schatten da sein. Na klar. Also, wie sie spiegelt. Voll krass, war. Aber irgendwie auch geil. Okay, wir müssen uns zuerst ins Pokémon Center. Dort wir schauen das Xenoreveal ein anderes Mal noch genauer an. Jetzt haben wir dafür keine Zeit. Erstmal ein bisschen heilen. Hallo Trainer, wie geht's denn so? Ja, ganz gut, danke. Ja, eine Pokémon. Ja, ist gut hier. Ach ja, unser Blackie. Wir müssen noch ganz kurz checken wegen den Werten und so. Aber erstmal müssen wir unser Team aktualisieren. Denn ich will für den Kampf gegen Groudon, und ja, jetzt am Kampf kommen, will ich unser bestes Team haben. Sprich, die kommen ja alle weg. Er kommt wieder mit und dann haben wir hier Blackie, was sind deine Werte? Alter, 171 KP, 205 Angriff. Okay, Spezialangriff geht eigentlich noch mit 103, wa? Also vor allem im Vergleich zum Spezialverteidigung. Oh Mann, und das auf Stufe 50. Ja, natürlich mit Brutalander nicht, sprich mit dem können wir jetzt schon die Mega-Entwicklung durchführen. Krass, wa? Da sind noch nicht die ganz richtigen Attacken drauf, das macht aber nichts. Muss mal gucken.
um Groudon zu fangen. Ja, das wird lustig. Das wird total scheiße. Vor allem haben wir, was die Anzahl Bälle betrifft, haben wir eigentlich genug. Mein dafür müsste reichen. Meisterball will ich eigentlich nichts einsetzen, wenn es wirklich sein muss, wenn es nicht anders geht und so, wenn wir wirklich Pech haben, dann nutze ich halt den Meisterball, aber es müsste auch ohne gehen, mit viel Geduld, weil wir müssen eigentlich auch paralysieren und so etwas. Aber bringen doch Stolos noch Ding bei, Donnerwelle. Denn das kann es ja und das wäre episch, Mann. Du, 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 du. Nö, auch jetzt nicht mehr. Du, 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 du. Ja, ich weiß nicht schon, wo es lang geht. Ja. Michael, dann ganz kurz hier switchen. Scheiße, geht nicht mehr. Du, der Bildschirm nervt. Diese Brennhitze ist einfach schrecklich. Die Luft fühlt sich wie Feuer an und das den gesamten Planeten alles Leben darauf verzehren will. Ach ja, kommt doch mal eben hier rüber und hört dir an, was mein Freund zu sagen hat. Mein Name ist Vasili, ich bin der hiesige Arenaleiter. Darüber hinaus bin ich auch der Wächter der Urzeithöhle. Deshalb weiß ich auch, dass diese Dürre durch eine Kraft verursacht wird, deren Ursprung in der Urzeithöhle liegt. Das ist doch der blaue Edelstein. Ich verstehe. Bitte folge mir. Okidoki. Joy. Menschen und Pokémon brauchen die Sonne zum Leben und trotzdem bereitet uns der Sonnenschein nur Kummer und Sorgen. Ja, kann wohl von allem zu viel geben. Wenn Sonnenstrahlen im Xenovil weiter Intensität zulegen, verglüht irgendwann ganz Höhen. Wir müssen etwas unternehmen. Und zwar bevor es zu spät ist. Ja, dann komm doch mal. Hätte er jetzt noch eine Predigt hier? Ich glaub's nicht. Und da sehen Sie auch schon Kalle, Mark und Adrian. Ja, servus. Team Magma und Team Aqua. Wir haben schon auf dich gewartet, Kleiner. So, jetzt war der richtige Zeitpunkt, um Jüngling ihr Objekt zu bereichern. Keine Sorge, ich weiß, was zu tun ist. Was jemand untergebener Kalle gleich anvertrauen wird, ist die Frucht unserer Zusammenarbeit mit der Demon Corporation und zugleich das Aushängeschild der technologischen Schaffenskraft der Höhenregion. Okay. Michael erhält den Magma-Anzug. Danke. Das Anzug wird ursprünglich zur Vorbereitung und Zusammentreffens mit Quoten angefertigt. Gegenwärtig sieht es allerdings nicht danach aus, als ob man diese Ehre noch zuteil würde. Da bleibt uns nichts anderes übrig, als in die anzuvertrauen. Ich bitte dich jedoch eines zu bedenken. Niemand kann gewährleisten, dass dir der Magma-Anzug da drin tatsächlich genügend Schutz bieten wird. Immerhin wurde das Magma im Innern der Höhle durch die Naturenergie um ein Vielfaches verstärkt. Ach du Scheibenkleister. Wahre Worte. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass die Temperatur des Magmas unsere Berechnungen bei weitem übersteigt. Das ist natürlich kacke. Nein, sehe ich keinen Grund zur Sorge. Er trägt schließlich den blauen Edelstein bei sich. Dieser Stein birgt uralte Kräfte, die ihm und seinem Pokémon-Team außerhalb Schutz bieten sollten. Aber natürlich, jetzt wo du sagst. Deine Knacker am Pyroberg haben auch sowas gefaselt. Wie war das nochmal? Der rote Edelstein entfesselt bombastische Kräfte in Groudon und löst so die Protomorphose bei ihm aus. Mit dem blauen Edelstein hingegen kann man Groudon den Stecker ziehen und ihm seine Kräfte unternehmen. Den Stecker ziehen. Ganz genau. Ganz genau. Die Energie, welche die Urzeithöhle durchströmt, ist identisch mit der Energie, aus der Groudon seine immense Kraft schöpft. Also soll sich mit dem blauen Edelstein logischerweise nicht nur Groudons Kräfte eindämmen lassen, sondern auch die Energie, durch welche die Gewalt des Magmas in der Urzeithöhle verstärkt wurde. Aber die Masse des blauen Edelsteins allein genügt natürlich nicht, um zu Groudon zu gelangen. Diese mächtige Pokémon lauert nämlich am tiefsten Punkt der Höhenregion, der sogenannten Höhentiefe. Du wirst zusätzlich den Anzug tragen müssen, den du gerade erhalten hast. Erst dann bist du bereit, dich der Bedrohung der Natur zu stellen. Wer hätte gedacht, dass sich der blaue Edelstein eines Tages in deinem Besitz befinden würde, Michael? Sei unbesorgt. Zusammen mit deinem Pokémon-Team kannst du alles erreichen, davon bin ich fest überzeugt. Ja, gute Idee nochmal, wa? Das Bewohner von Xenovil ist es nicht gestattet, die Urzeithöhle zu betreten. Was? Wieso? Du musst also alleine gehen, egal was dich im auch erwarten mag. Der blaue Edelstein liegt in deinen Händen. Und mit ihm das Schicksal Höhens. Wir werden hier unsere Leute zusammentrommeln, um uns alle Opfer dieser Katastrophe zu kümmern. Ganz gleich auf Menschen oder Pokémon.
Kleiner, ich hasse dich, das zu verdonnern, im Eingang die Welt zu retten. Aber wir alle zählen fest auf deine Hilfe. Bitte vergib mir. Es tut mir leid, dass ich immer von oben herab zu dir gesprochen habe. Nach mir tut es mir jedoch leid, dass ich dir so viel abverlangen muss. Doch du und dein Pokémon-Team, ihr seid die Einzigen, die es mit Groudon aufnehmen können. Das Schicksal unserer Welt liegt in deinen Händen. Tu, was du tun musst. Ja, also wie immer. Michael? Servus. Michael! Du hast ja doch nur gehört, dass Xenobil ihn gefeist. Aber als dann mein Videonavi angeschaltet habe, was plötzlich du ihn nachher zu sehen? Ich sehe nur Itemradar. Da konnte ich nicht einfach tannenlos rumsitzen und bin sofort losgedüst. Sieht echt scheiße aus hier. Aber, das sind doch Team Magma und Team Aqua. Ich komme heute aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Du gehst wohl gerade, da geht wohl gerade etwas vor sich. Was meine Vorstellungskraft weit übersteigt, stimmt's? Da frage ich am besten gar nicht erst nach was. Ich werde versuchen, dich zu unterstützen, wo ich kann. In Gedanken bin ich nur bei dir, Michael. Halt die Ohren steif, in Ordnung? Denn, ja, dann schließlich bist du mein allerbester Freund. Von mir auch einziger. Oder erster, keine Ahnung. Alles klar, Freunde. Es ist Zeit für den Kampf gegen Groudon. Aber vorher muss ich, wie gesagt, noch ganz kurz... Obwohl, haben wir das bereits? Ich glaube, sehr weniger. Die Themen, die ich brauche... Nö, natürlich. Die Themen für Donnerwelle, sprich, wir müssen es auf die altmodische Art machen. Alter Schwede, uff, das kann echt übel werden. Du weißt echt keine Attacke, mit der ich irgendwie Groudon schwächen kann, wa? Gut, ehrlicher Verbrennt natürlich, ziehen wir auch ab. Da wäre fast der Vergift noch besser. Na egal, muss auch so gehen. Freunde, seid ihr bereit? Dann geht's ab hier bei Omega Rubin. Ich könnte jetzt zwar ein paar beenden, wäre ein bisschen fies. Wir gehen rein. Ab in die Urzeithülle, in die Höhentiefe. Die Musik kennen. Natürlich gibt es hier Pokémon, ne? Ist ganz klar. Groudon hat es noch nicht verjagt. Okay, aktiviert doch mal ganz kurz noch einen Top-Schutz. Kann doch nicht schaden. Blub. Und, sage Bums, Dankeschön. Und, ja, weiter geht's. Das ist ein Item. Ein X-Angriff, ob er das bräuchte. Ach ja, bei uns, liebe Leute. Das hier übrigens wäre eine Abkürzung, die aber jetzt noch nicht geht, wa? Ihr seht schon, wir können die nicht zerschlagen und so. Das geht erst später. Wann später? Das seht ihr nachher gleich. Erdbeben, das ist nie ein gutes Zeichen, vor allem in der Situation nicht. Und ein Beleber. Ja, kann man auch sehr gut gebrauchen. Und weiter geht's im Text. Das große Finale. Bitte was? Oh oh, wir kommen näher. Ey, mal ganz ehrlich, stellt euch mal diese Situation im Real Life vor. Ihr geht in die Höhle runter zu einem riesigen Vieh, was die ganze Welt zerstören könnte. Es ist immer heißer, langsam steigt noch die Panik auf. Und vor allem natürlich, wer überhaupt noch lebend hier rauskommen. Tja. Aber Ruhig ist natürlich kein Problem, der verzieht keine Miene, der lächelt immer nur. Der ist wie Link. Scheiße, müsste gleich dort sein. Oh oh. Erneut einsetzen. Nö, jetzt nicht mehr. Oh mein Gott, Freunde, wo sind wir? Was ist geschehen? Soll ich hier bereits ein paar beenden? Nö. Groudon. Umgezogen! Yes, man! Ja, ich muss sagen, Rot steht mir gut. Ah, so, und jetzt weiter. Und wo bitteschön? Ist klar.
Bin geschützt. Hallo Groudon? Aus dem Magma-Anzug ertönt eine Stimme. Hallo, hallo, kannst du mich hören? Ich bin es, Mark. Ich spreche über das Kommunikationssystem des Anzugs zu dir. Unsere Messgeräte hier draußen haben das Signal von Groudon aufgenommen. Du stehst ihm etwa bereits gegenüber. Ich glaube, das dürfte Antwort genug sein. Ja, verstehen, hör mir bitte genau zu. Du musst deinen ganzen Mut zusammennehmen und auf den Rücken von Groudon ausspringen. Was? Begib dich nicht. Toll. Das ist ein tolles Kommunikationssystem. Das ist Magma. Ich soll da rüberspringen. Seid ihr des Wahnsinns? Hey Groudon, du bist ja ganz friedlich, du bist gar nicht so groß, du bist voll schnuckelig, wie das aussieht, hey. Okay, ist natürlich gar kein Problem für uns, Die Magma achten doch nichts, die Hitze. Unser Navi ist gestört. Pokenavi, hallo. Hä? Hast du sie abgesetzt? So. Ja, ist klar. Ihr ist zwar am heißen von allen Orten, aber natürlich können wir es abnehmen, ist kein Problem. So, und hier seht ihr schon, da ist der Weg. Sprich, wenn wir jetzt hier entlang gehen würden, wenn wir uns dort befinden, wo wir vorhin diese seltsamen Felsen gesehen haben. Ja, man merkt schon, alles ist kaputt, alles ist gestört, alles im Arsch. Und wie es hier weitergehen wird, mit Groudon hier unten in der Höhentiefe, das und vieles mehr, seht ihr darum das nächste Mal bei Pokémon Omega Rubin. Bis dahin, ciao zusammen.